Du bist verantwortlich für deine eigenen Finanzen, die Gott gegenüber, und der Nachbar, der ist verantwortlich für was er tut. En ik freue mich, dat je teruggekomen bent. Hopelijk heb je gedacht dat het niet zo slecht wie je was van Feestdag, niet? So, anyway, wir wollen sein, wieder was zu lernen von finanziellen Sachen. Und wir sind Verwalter, nicht irgendjemand, hoffe ich, das kommt uns, das planten wir so ans Kopf an. Alles, was wir haben, ans Körper, ans Geld, alles, was hier so ist, das ist Gott sind. In Haggai 2, Vers 8 sagt es, dass selber es meint und dass Gott dasselbe es meint und das Gott es meint, sagt der Herr, der alles regiert. Also, er sagt, dass das alles sind. So, wie können wir gute Verwalter sein? Also, uns hast das bloß geliebt. Wir haben Feser noch mal gesagt, wir sind Verwalter von unserer Zeit. Was tun wir mit unserer Zeit? Was tun wir mit unseren Gaben? Und was tun wir mit unserem Geld? Also das sind mir so 3 Hauptsachen, wo wir können einen Teil von den Dingen unterstellen, wo Gott uns hat angestellt. Und so ich Feser noch mal sagen, dass ein guter Verwalter sein, hat nicht bloß mit Geld zu tun, das ist ein wichtiger Part, und dann haben wir dann noch verschiedene andere Dinge, wo wir über Verwalter sind. Wir wollen uns mit so den 10 Geboten übergehen, finanzielle Geboten. Feser noch hat wir Feier hat wir angefangen. Ich wollte bloß noch einmal sagen, mit erinnern, was wir wären, und dann, weil wir von der noch einmal saßen. Das sind alles Themen, du wirst gut kommen, wenn er sich damit anlässt, dann wird er gut schaffen, dass er von jeder ein von den Dingen eine ganze Botschaft haben. Nicht? Und so von der wir wollen, hoffen wir, dass das so, was uns mit anjankern hat, uns Müll mit Not waren, dass wir wieder segnen, wo wir können, Administrator, wo wir können ungewirt sein für Gott seine Dinge, was er uns anvertrauen hat. Und dann, weil wir wieder frauen, weil wir wissen, weil wir Ruhe segnen, weil wir irgendwem frauen. Also wir haben uns jetzt gesagt, das erste Gebot, was wir da haben, dass wir ihr Gott mit das erste. Also dort, was wir ankriegen, das erste, weil wir diese Import von Gott geben. Das ist bloß ein Ding, was wir durch die Bibel immer wieder finden, ein Prinzip, was wir so klar durchfinden. Das zweite, was wir uns sehen, das zweite Gebot, dass wir nicht versuchen, Frieden zu kriegen von materialischen Dingen. Also, die wollen uns leidig lassen. Die Dinge, uns Geld und so weiter, wenn wir eine Frieden dabei sehen, das wird uns leidig lassen. Das dritte hat wir uns gesagt, du sollst nicht undankbar sein für das Leben, was Gott dir gibt. Also, weil wir dankbar sind für was wir haben. Das vierte hat wir uns gesagt, du sollst utreiben. Saß schaffen, ein vererben. Also, das ist so ein wichtiger Part von guter Verwalter sein. Das ist vielmal, das ist gut für uns, das hat uns Stress drauf und das hat die Dinge einmal, wenn wir die mit kompliziert waren, dann mit einem Reset geben und dann können wir wieder, wenn wir einmal haben, mit vererben. So, wir wollen von der wiedergehen, mit noch einmal Geboten, Prinzipien, Lehren, was wir wollen von Lehren. Und das erste, wo wir wollen anfangen, das ist, du sollst nicht deine Familie lehren, dass mehr Geld haben, die Antwort ist für deine Troubles. Also vielmal als Eltern fallen wir in diese Namen, dass wir wollen unsere Familie sehen. Na, wenn wir bloß mehr Geld haben, dann würden wir nicht das Trouble haben. Also in die mehr Geld haben, das ist nicht die Lösung für unsere Troubles, was wir haben. Also
Also ja, mehr Geld löst nicht das Problem, was wir haben. Als Eltern haben wir eine Aufgabe, unsere Kinder zu lernen. So, wir fragen uns, was lernen wir unsere Kinder? Was lernen die von Geld? Wo do wir lernen von Geld? Hier in der Amazone Dinge, wir haben bloß nicht Geld, wir können nichts tun. Das fehlt zu dir. Wir haben nicht Geld. Hier in der bloß das Negative von den Dingen, was wir tun. Aber hier in der Meier muss so eine Dinge, na, als das so ein Ding, was uns fehlt, wo können wir das tun? Und es steht, na, wir können das nicht, wir haben nicht Geld. Also, was für einen Eindruck geben wir unseren Kindern mit Geld? Gibt das ein negatives Ding von Geld? Wenn wir drei denken, dann, wo sind wir uns abgewaschen? Was kriegen wir für einen Eindruck von Geld? Weil wir als Eltern sein, ein guter Einfluss zu sein mit uns Geld, was wir unsere Kinder lernen dann. Matthäus 6, Vers 25, du sagst, keiner kann zwei Herren dienen. Er wird einen nicht lieben kann und wird den anderen verholen, oder er wird an einen hängen und an den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen in der Drecktum. Hier so die plottische Bibel, die sagt, der Drecktum haft du so, meist alle Übersetzungen, die haben das Wort Mammon da. Englisch, Spanisch, verschiedene, in wem Wort das Wort Mammon da haben, zu der Zeit, dass das geschrieben wird, die hatten einen Aufgabe, was der Mammon heißen wird. Und dort wird die Aufgabe von Reichtum. Also die hatten ja verschiedene Aufgaben, und einer heißt Mammon, und dort wird die Aufgabe von Reichtum. Und Mammon, der sagt immer nur deiner. Und das Vers, was wir hier uns lesen, dus die Frau, wohnt Gott, deinst du. Bad haben wir nicht. Wir deinen den lebenden Gott oder wir deinen des Mammon. Mammon, der verspricht alles, was Gott wirklich geben kann. Also der Aufgabe von Mammon, der sagt, wenn du was, dass du wichtig bist. Wenn du bloß was so und so viel Geld hast, dann bist du wichtig, dann ist das mit dir. Der Aufgabe von Mammon, der sagt, dann wirst du Freiheit haben. Wenn du bloß was noch mit mehr Geld hast, dann wirst du Freiheit haben. Wenn du bloß noch einmal die Aufgabe von Mammon, der sagt, der beißt die Sicherheit. Und wenn du bloß was genug Geld hast, dann wirst du sicher sein, dann kannst du alles tun. Und dort sind in Wirklichkeit, das sind alles so eine Dinge, was bloß Gott beiden kann. Wenn wir durcheinanderfallen tun und wir wollen die Friede und dort sehen, was Mammon beiden das, das Aufgabe beiden das, dann wollen wir euer Schmerz sein, dann wollen wir leidig sein. Weil wir unsere Kinder nicht lernen, dass mehr Geld wird unsere Probleme lösen. Ich glaube, was wir können tun, einmal, wenn wir ein Problem haben, finanzielle Problem, wir haben, du fehlt irgendwas, du wirst nicht mal mit den Kindern top am Rand sitzen und die das mit vertellen. Ich habe mal das die Situation oder so, weil wir Gott Halt werden, dass uns was helfen, durch die Tage zu kommen, dass uns was Ruhe geben, wo wir können lesen und finden von dort. Und dort wird unsere Kinder merken, einen guten Eindruck zu kriegen von Geld. Ein guter Verwalter lehrt seine Familie, dass Gott der Antwort ist für unsere Troubles. Also, das nicht Geld ist nicht die Antwort für unsere Troubles, aber Gott ist die Antwort für unsere Troubles. Das nächste Gebot, was wir da haben, das heißt, du sollst Zeit nehmen, um einen Plan merken für deine Finanzen. Was meine ich mit einem Plan? Wir können das auch sein, ein Pressuposto, ein Budget merken für unsere finanziellen Dinge. Also wenn wir wollen, und ich will hier probieren, ein bisschen zu erklären, was ein Budget ist, für das, was können nicht sonst dort tun. Das hat mit Nummern zu tun. Nicht jedem einen von uns interessiert Nummern, aber wenn wir verwalten tun, wenn wir uns Geld wollen,
verwalten, dann sind wir eine Woche, andere Woche, mit wir wenigstens ein bisschen mit dort haben, wenn wir wollen, reich mit uns Geld umgehen, dort zum Sehen ist. Wenn wir denken an das sind 3 Dinge, die wichtig sind, wenn wir einen Plan machen oder ein Budget machen. Und wir können vielleicht sagen, eins ist ein Ziel. Was will ich mit das erreichen? Was würde ich wollen, gucken, wo mein Geld ist, oder was mit meinem Geld passieren wird? Wo will ich hin, oder was will ich tun? Die zweite Ding ist ein Plan haben. Also ein Ziel, dann merke ich einen Plan, was ist das, was ich will und wo will ich hinkommen. Und dann das dritte ist ein System. Wo tue ich dort ich dann nur dort erreichen kann, was ich will erreichen. Sprecher 1, finde ich, Vers 5 sagt, vorsichtig Plan bringt einem Verdienst, so sicher aus Aufbrüchen Armut bringt. Also wenn wir vorsichtig planen, dann sagt die Salomo so, dort ja Verdienst. Und wenn wir das aufbrüchen, dann, wer kann das Wort aufbrüchen? Ist das ein bekanntes Wort? Nicht so? Ich weiß, mein Dad braucht das Wort aufbrüchen, aber das meint irgendwas sehr schlaff tun. Also nicht ein Ding gut tun. Das bloß wird so sein, dass das dann passieren wird. Also, wenn wir Dinge aufbrüchen, dann, das bringt Armut. So, wir können uns fragen, das ist die Plan, das ist die vorsichtig Plan, oder das ist die aufbrüchen. Oder die Dinge bloß ein bisschen so von ungefähr tun. Wenn wir einen Plan machen, dann, das wird uns helfen. Wenn wir ein Pressupost oder ein Budget machen, dann, das wird uns mit vielen Dingen helfen, die Dinge zu kriegen, wo wir noch anstreben, dann, oder das wird uns Stress viel leer machen. Meint das, dass wir wollen alles haben, dass wir wollen alles kriegen, wenn wir ein Budget machen? No, aber wir wollen alles stressfrei leben. Wir wollen möglich sein, wir wollen nicht immer unter Druck sein wegen unserer Geldsachen. So, weil wir hier mal bloß noch einmal ein klein bisschen übergehen, wenn wir ein Ziel haben. Was ist das Ziel? Na, mein Ziel ist vielleicht zu geben, freigebig sein. So, das ist mein Ziel. Ich will geben. Der Plan ist, ich will sein, wenigstens 15% zu geben. So, und dann, fragen wir uns vielleicht nach, wo viel 15% ist. Ein Teil von uns, wir tun ja, die wird das ausschaffen tun. Du hast es ziemlich leicht zu wissen, wie viel das ist. Ein Werk, wenn ich meinen Scheck kriege, 15%, das ist noch leicht. Aber viele von uns, wir haben Malche, wir haben Akren, wir haben das oder dort. So, dann ist es wichtig, dass wir mit einem Pressupost haben, dass wir mit anweiten, was angeht. So, damit wir ein System haben, dass wir weiten, wann gebe ich dann 15%, wann dort mein Ziel ist, was ich will tun. Ich will hier bis mal noch einmal, so ich sagen, das sind mit Dinge, die uns bloß ein bisschen anjagen und ich gucke, wenn die mehr Frauen da haben, ich weiß, ich werde hier bis mit Busig übergehen, aber wenn die mehr Frauen haben, fragt wem, wer jeden da kann mithelfen. Und ich würde gleich ein bisschen zu sagen, die ersten Jahre, Martin, wir haben vielmal, wir deuten ein Budget merken. Wir haben für viele Jahre ein Budget gehabt und dann hatte ich bekannt, als Leute aus den Dingen mit leichter waren finanziell, dass wir nicht dürfen, ganz zu sagen, abpassen alles, dann haben wir aufgeschlafen mit dort, aufgebrücht. Das ist ich glaube, von der ersten Tag, wenn wir zurückgucken in uns Leben, uns finanzielles Leben, die ersten Jahre, was können wir haben, wo wir deuten, ich glaube, wir hatten einen Plan, was wir wollen tun, wir hatten ein Ziel, was wir wollen tun, und wir deuten Pressuposte merken. Und wenn ich zurückgucken darf, wenn wir dort hatten, all diese Jahre auch einmal hier tun, weil durch mit dem mehr Geld wir, dann wird Gott uns noch ein viel mehr anvertraut. Wenn nicht so ein Teil verschwungen, was wir können sein, dann wusste das geblieben. Ich weiß gar nicht, wo das geblieben ist. So, das ist wichtig, dass wir einen Plan haben. Und ich glaube, Gott kann uns wirklich sehen, und wie weit was angeht, wie weit, wofür Gott uns gesehen hat. Im Vierten kann wir bloß so denken, ich kann nicht, ich habe nicht Geld und so weiter. Aber Vierten, wenn wir zurückkicken und wenn wir würden abschreiben, wenn wir würden kicken,
dann würden wir mit einmal sagen, Gott hat uns wirklich gesehen, bloß ich sie so schlaff gewesen, ich habe bloß alle Sorten Anheit verbracht. Und ich glaube, in das wird es helfen, dass wenn wir einen Plan haben, wenn wir ein Budget haben, und besonders für uns junge Menschen, junge Leute, die sind Teil, die jung befriedigt sind, ich würde je merken, sehr gut, wo ihr kann ein Budget merken, wo ihr wenn das was jünt, wie helfen, finanziell wiederzukommen. Ein Teil von uns, was wir wieder sind, was wir den Lucher kann haben, dass wir nicht dürfen, jeder Peso Krieg arbeiten würde, jetzt, dass wir uns dann auch ein Teil halten, dass wir uns halten, zum dankbar sein, Gott jeden Ewer, wo er uns segnen wird. Ich will hier bloß noch einmal ein kleines Beispiel sein, weil wir sagen, wie können wir ein Budget merken? Some von uns schaffen nicht, für die ist ja das ganz einfach, das Lohn. Wenn wir sagen, und für die, die nicht schaffen, dann haben geschafft, wenn wir sagen, wir merken 2000 Peso der Werk. Für some kann das 20 sein, oder für $2000 oder was immer das dann ist. Wir merken 2000 Peso der Werk. So ganz einfach. 10%, das nehme ich mir fair, das will ich geben. Der nächste, das sind 200 Peso von den 2000. Und dann der nächste 10%, der will ich in meine Sportdosen nehmen, der will ich wohin, wo ich das abheben darf. Das sind einmal 200 Peso. Und dann der nächste 20%, der will ich dann verbrauchen. Das sind dann 1600 Peso. Oder was immer die Kasse ist, wie viel Ernum das ist. Und so, und dann die, wo begrenzt wir sind und wo wir ans Geld haben, dass wir Cash haben oder eine Bank haben oder so weiter, aber wir können vielleicht Quarks haben, dann für die 20% können wir vielleicht für alles einen Quark merken und dann dürfen wir nehmen. Für Eten brauchen wir so viel Geld. Von diesen 1600 Peso, für Eten brauche ich so viel, für den Hausrand, für das Haus mit Fixen brauche ich so viel, für Gas und Vieh brauche ich so viel und das kommt vielleicht einmal im Monat oder alle anderen Monate die 4 Bild, so ab Werk muss ich dann wenigstens so und so viel in den Quark nehmen. Für Kleider, durch den Quark haben für Kleider, für Schulgeld, was tun wir für Schule, von fertig, wie viel braucht uns fertig, Gas und so weiter, wie viel Geld verfolgt jeder Werk, sondern ich tue so dort zu siedeln. Und hier haben wir fertig haben noch Seguro, wo das mit dort. Plus ein bisschen eine Side Note, ich würde wenn ihr nicht Seguro haben, Seguros hat Terceros, ich würde sagen, Mut merken, hat wegen so eine Seguro, wenn dort kann ihr ein Teil Dinge verbieten. Wir haben noch einen Quark von Doktor, vielleicht Doktorien, oder von ans Phone, ans Internet. Wir brauchen alle eine Woche, andere Woche, haben wir Dinge, so wir haben leider ein bisschen Geld zu sehen für dort. Und wir gleich noch hier durch Rüte fahren im Restaurant, so wir haben einen Quark für dort. So dann, diese 1600 Peso, die Teil wird durch das Reich. Und wenn wir das tun, wenn das Geld ist angekommen, dann, wenn die 4 Bilder kommt, da wir bloß den Quark nehmen und den gehen nehmen. Und mein Arbeiter verteilt mir ganz kurz, er sagt, hey, dazu steht. Er hat er nicht gewusst, wo wir nicht das Geld nehmen für meine 4 Bilder. Aber jeder Werk schreibt, er tut so viel in den Quark nehmen, wenn die 4 Bilder kommen, heißt all den Nero, kein Stress. Und wenn wir das tun, das planen, das Reichplan, dann wollen wir nicht mehr verbrauchen, als was wir haben. Und wir wollten das Geld das tun, wenn die 4 Bilder kommen, wenn das Sadel kommt. Also, ein Teil von diesen Dingen, die merken, die wollen bloß den Stress, was wir haben. Vielmal, wenn wir nicht einen Plan haben, wenn wir nicht einen Pressupost haben, wenn das Geld nicht der engere sieht, als, oder auch, einmal kann das ein Teil sein, aber wenn wir nicht einen Plan haben, dann rennen wir in Stress rein, du kommst Jant ab, du kommst dort ab, wo wir das tun. Aber wenn wir das planen tun und das zu sehen tun, dann können wir mehr gut schlucken gehen, ohne dass wir den Druck haben, wo wir, ich weiß, eine Werk wieder ist ganz gefährlich, wo wir das dann tun. Also, gleich wo wir das tun, ist gleich so wichtig, aber dass wir einen Plan haben. Und vierten denken wir so kleine Samen, getan ist. Und ich will hier ein Video wiesen von den kleinen Dingen, die geben große Dinge. Wollen wir mal horchen? Hallo, ik ben David Dekkerev van Cairo Sal.
Ik wil een beetje een Geschichte vertellen van mezelf. Ik wil mal Sägebaum und Schmieden. En meine Frau ook. En dan op eenmaal werd me dat aanmakkelijk dat ik schmieden deed. Ons zien, Randy, hij vroeg via dad, maar wanneer wil je mal opschuren met schmieden? Dan stond dat zo en dan werd het aanmakkelijk. En onze kinderen ook, we schmieden eerst im huis. Together laatst dan hier we op met hem huis schmieden, dan deden we bloos buiten. En dan op eenmaal werd me dat aanmakkelijk voor mensen dat ik schmieden deed. Ik vond dat werkelijk onzeer te botheren. So ik dacht zo, ik moest er wat mee doen. En mij werd dat aanmakkelijk en ik wilde ophuren. Maar ik kämpfte sehr met. En ik vond aan te beden door Evan. En dat we schwor, aber Gott hat een sehr interessanter Weg, om ons wezen wel los te komen davon. Een dag dan begin ik een van mijn kinderen dat ik aanword dat hij ook al schmieden deed. En ik verveerde me bloos zo graag dat ik dat te zijn kreeg. En ik kwam naar en schmijt de woorden op de snap en ik zei, nu zijn we er. Ik zei, nu hebben we vorig met schmieden. En dan ook als ik dan 6 maanden opgeheerd had, dan Lothar dan hier mijn vrouw op. En we hielden dat jaar top wat we gesproken te schmieden. Eerst deden we van mij, en dan deden we erbij. We deden dat Westert van dort nog bij aan investing, over 8,5 jaar Lothar. Dan weer het zoveel jaar dat we kunnen nie een pick-up checken. We fuhren El Paso en deden we met een salesman ons den Typ stellen, zoals we den dan gleichen. Kauften den dan en deden den hineinzahlen. En als we eerst dan alles vorig waren, dat we den thuis hadden, dan hadden we nog zoveel jaar zum Insurance kijken. En dan reden we ons de Typ en dat we bis reinkrijgen dort, wat we würden haben verschmeekt aan 8,5 jaar. Dat we eerst würden aan die Börsen schmecken, dat hadden we nu für ein Pickup. So, kleine Dinge, die kann für einen sehr großen Unterschied machen. Wenn wir denken, dann bloß ein Park zu gehen, das hielt sich nicht mehr sehr viel Geld. Aber wenn einer ein paar Stecken Dachbrücken hat und dann dort aberding über das ganze Jahr, kann ein sehr großer Unterschied machen. Mich schmeckt das nervig, ich sind viel gesünder. Und ich stink nicht, dass ich dann dort so, dass ein großer See noch gelassen hat, hat uns bis richtig gesehen, mir auf meine Früh durch die Tüte. Kleine Samen geben ein großes Ding. So, wieviel Vater hast du al verschmeckt? Oder wieviel Vater hast du einen Kocher verdrungen? Oder irgendwas, was wir jeder Tag tun, wo wir jeder Tag Geld brauchen tun. Wieviel haben wir verbrückt oder so? Das sagt, er war 8,5 Jahre. Ich kann das machen, das ist so, das ist Margie Primo. Was das sein hat, den ich hatte den Pickup, der erste so, der Vorteil von der. Also, ein guter Verwalter nimmt Zeit, um einen Plan durchzuführen für seine Finanzen. Also, wenn wir planen tun, dann kommen wir wohin. Ein kleiner Samen, das gibt eine große Samen mit der Zeit. Der nächste Punkt, was wir hier so haben, ist, wenn wir verbrochen, als du hast, einmal brauchen wir mehr, als was wir haben. Also, weil wir werden ja verbrochen, als was wir haben. Wir können nur so wie sagen, wir wollen 80% verbrochen. Wenn dort alles, was wir nennen, kriegen, 80% weil wir verbrochen. Dort, weil wir verbrochen zum Leben. 10% weil wir sparen. Und dort kann sein, vielleicht ein bisschen Landwirtschaft, dort kann sein, wo wir eine Beiß abfördern, was Schweinchen abfördern, oder dort tun Euro, nicht? Und dann weit wir dort durch so jaft das mit den Savings. So verbrochen, da wir werden ja aus, was unser Ernährung ist. So einmal fragen wir uns vielleicht, wem was verbrochen wir mehr, als was wir haben. Und die einfache Antwort ist, wir sind gleich zufrieden. So, da brauchen wir mehr. 1. Timotheus 6, Vers 6, Vers 9 sagt, und sicher ist dort ein großer Gewinn, den Christen glauben, in Frieden zu haben. Wir haben nichts in dieser Welt angebracht und deswegen können wir
auch nichts mit rübernehmen. Wenn wir Kleider und Eten haben, damit soll wir zufrieden sein. Aber die du wollen recht worden, fallen in Versicherungen und lassen sich von ansehnlichen Lasten schlagen, die Menschen in dort verdorben und in die Verdammnis bringen. Also das habe ich weiter in Vers von dem Neuen Testament, was uns mitmerken, das. Also wenn wir nicht zufrieden sind, merken wir nicht der für ein Teil weiter in unser Leben. Also dann verbrauchen wir mehr, als was wir haben, in verschiedene Dinge. Bloß wenn wir unzufrieden sind, das darf nicht der für weiter in uns Leben. Und ich glaube, wir würden alle sagen, wir wollen gleich weiter haben in uns Leben. So weil wir zufrieden sind. Und wenn wir zufrieden sind, das hilft wirklich, dass uns Level von Stress raufgeht, dass wir nicht so stressvoll, dass wir nicht so bedrückt sind. Nicht? So, noch einmal, ein guter Verwalter verbraucht nicht alles. Also, wenn wir gut verwalten tun, dann tun wir nicht alles verbrauchen, was wir haben. Wir tun was geben und wir tun was taubsparen. Römer 8, Vers 25, der sagt, ich will hier sich ein bisschen zu weit gekommen, aber wir wollen nicht das 8. Gebot nicht gehen. Du sollst nicht das Geld von morgen von dir verbrauchen. Wie viel von uns tun dort? Das tun wir mehr alle, nicht? Das Geld, was für morgen ist, das von dir verbrauchen. Ich gleich das eine Geschichte, was mir ein Mann hier von Durango mal vertellen hat. Der hat sich dann gerutzt befreit und dort können vielleicht 50 Jahre drin sein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Jahre drin. Er hat sich gerutzt befreit, dann geht er in einen Stuhl nehmen und dann will er sein Mandat durchkämpfen. Nicht das erste Mal, sein junge Lied, geht er nehmen, will sein Mandat durchkämpfen. Und dann, das hat er durch alle Hafen, dann fragt er den Sturmmann, kann ich das anschreiben? Bei dem Schacktag. Und der Sturmmann, der sagt, du am Fuß, checkt den so an und sagt, noch ein Deutscher hat hier in der Auto schwinn geboren. So, es steht nicht, was wir fertig tun. Das darf eine Angewohnheit, wir verbrauchen das Geld, was du verloren hast. Nicht? Römer 8, Vers 24 sagt, aber wenn wir ab was hupen, das wir nicht sein, dann lügen wir geduldig noch. Und dem Prinzip wird gleich noch an Geld anzuwenden. Also, wenn wir was wollen, weil wir geduldig lernen. Wenn wir von der das nicht können, dann werden wir ein bisschen lernen, was wir dort dann nicht können. Die Welt rum uns, die sagt, ich habe von der betul morgen. Das ist sein Interesse. Wofern habe ich die Quarten durch, dann datiert sich, ich hatte Quart hier so, 12 Monate ohne Antrag, handele. Aber was passiert? Wenn die Billen ist jeder Monat aufhängt zu kommen. Jeder Monat dann kommt das und dann haben wir einen Monat gemisst und dann ist noch gut Antrag bei. Und so, das ist, was die Welt uns sein wird. Wir haben mit der Idee, wir wollen das von der, wir gleichen das fort. Und dann merkt wir Schuld. Und ich würde hier so gleich bloß noch ein klein bisschen zu sein. Ich glaube, wie ans Leben wird leichter gehen. Ich glaube an, dass ans Leben wird leichter sein, wenn wir nicht wollen, einmal einen Teil Schuld allerwegen merken. Und besonders in so eine Dinge, was wird verlieren tun, uns Dinge kaufen, dann die Barren tun, so eine Dinge, was uns nicht in Return geben, dann ist das gefährlich. Ich glaube, die Bibel sagt nicht, dass Schuld arg ist, dass es ein Sinn ist, aber das Prinzip, wir wollen ein gemütliches Leben haben, wenn wir nicht dort haben. So, nun ja, mir hier bloß noch ein klein bisschen was zu sagen, so wann wir Schuld haben. Einige von uns merken Schuld für Lohnkeipen, für ein Geschäft, für so weiter. So, für was immer wir nicht Schuld haben, kriegt von der. Ich will nur so ein bisschen was zu sagen. Spreche 22, Vers 7 sagt, der Recke regieren über die Arme und wer beugt, ist den sie ins Gruf, der beugt. Also, Salomo sagt, der wird von anderen Beugen, der ist den sie ins Gruf, von wem der das hat. Und so, was sagen wir? Wenn wir Schuld haben, wir haben uns gesagt, wir wollen ein guter Verwalter sein.
so dann werden wir mit unserer Schuld auch ein guter Verwalter sein. Wenn du Schuld hast, dann wir gleichen dort einmal nicht taub werden. Wenn wir sein, wenn wir in der Bank oder bei einer Kache oder irgendwo Geld liegen, dann kommen die checken, wo wir wohnen, was unser Einkommen ist, und was das ist, und was das ist. Dann denken wir immer, was haben wir da alle, das hier meint. Aber wenn ich so der Geld nehme, dann sehe ich das Sklave. Dann sehe ich das verantwortlich. Dann haben wir ein Reich, zum checken und Rechenschaft von mir zu fordern. So, wenn wir wollen ein guter Verwalter sein, wenn wir Schuld haben, dann wollen wir das tun. Viele sein, die, was du Geld ausleihen tun, Menschen kommen, die wollen bloß mein Geld, und wenn die das Geld nicht haben, lassen sich nicht mehr sein. So, ist dort ein guter Verwalter? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir Schuld haben, wenn der Tag kommt, dass das betonen wird, und wir weiten all das nicht, dass ich das den Tag nicht haben, dann soll wir gehen. Ein guter Verwalter, der wird gehen sein, das kommt ab, ich will das nicht kann, dann den Tag betonen, so wird wir bereden. Und dann du so, ein guter Verwalter wird davon reden. Wenn wir dort nur kommen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, dass wir pünktlich mit denen reden. Aber wir haben eine Verantwortung gegen den, wer uns das Geld geliehen hat. Also, das sind Pakete. Wenn wir den sein Geld nehmen, dann sind wir auch ein Sklave zu denen, dann sind wir verantwortlich für den. Wenn wir Schuld merken, dann wollen wir ein guter Sklave sein. Ein guter Sklave, der wird sich reportieren, der wird daheim kommen und der wird sich anfangen. Weil wir abpassen, vielleicht für was wir andere ihr Geld nehmen oder an Schuld merken zum Brücken. Ein guter Verwalter, der kann lernen. Und dort würde ich sagen, dass vielmal, wir können, wenn wir gute Verwalter sind, dann können wir auch lernen. Für junge Menschen ist das vielleicht nicht den rechten Partner, für verschiedene Dinge, wenn wir sind geduldig, wir können lernen. Das nächste Gebot, was wir haben, du sollst deine Finanzen brücken, um ein Segen sein für andere und ein Zeug sein für Gott. Also, Gott leben Menschen dein, hat auch mit uns Geld zu tun. Also wenn wir Gott leben und Menschen dein, dann hierdurch, dann braucht das auch von uns Geld. Wir sollen unsere Nachbarn halten. Uns Nachbar ist vielleicht uns Bruder, ist ein Christ, das ist uns Bruder, dann sollen wir den durchweg halten. Wenn er nicht ein Christ ist, dann sollen wir den durchweg halten, wenn wir den wollen gewinnen. Also eine Woche, andere Woche sind wir verantwortlich, unsere Mitmenschen dran uns zu halten. Matthäus 4, Vers 16 sagt, so lasst doch dein Licht für die Menschen scheinen, dass sie ihre gute Worte sein und ihren Vater im Himmel dafür loben tun. Also, weil wir mit uns Geld die Menschen auch unsere gute Worte lassen sein, wenn die wollen sein, dass wir gute Worte tun mit uns Geld, dann wollen sie Gott dafür loben. Viele Christen, die gehen mit ihr Geld so an, dass das zum Schämen ist. Ich hatte noch ein paar Wochen 3, dann fuhren mir noch ein Mann, der sagt, da in der Prediger, der ist hier so und so viel Geld schuldig. Mein Junge, der ist noch nicht bekehrt. Und mein Junge sagt immer zu mir, der Prediger, wenn was würde ich mir wollen ein Christ sein, der ist hier so und so viel, so und so lang schuldig, die kann nicht betonen. Und das ist ein Prediger, wo kann ein Prediger sein? So, und das ist im Allgemeinen, wenn wir Christen sind, wir können uns Zeugnis sehr verbrennen, mit wo wir mit unseren Finanzen gehen. Weil wir ein gutes Zeugnis sind, wo wir mit uns Geld umgehen für die Menschen dran uns. Apostelgeschichte 20, Vers 35 sagt, in alles, was ich deed, beweist ich jünd, dass wir durch Vorarbeiten die Schwache mithalten mussten und daran denken, dass der Herr Jesus steht, geben, es soll ja uns nehmen. Also, das sagt Paulus so, er schafft, er sich selbst das Erden verdienen, dann halb er nach so, was das fehlen wird. Und dann mussten sie sich selbst daran erinnern, sagt er, Jesus hat gesagt, dass es soll ja jeden uns nehmen.
So, wo kann ich ein Segen sein für andere mit Geben? Vielmal habe ich glaube, wir sollen das geradste Port, wir sind durch so bei unser Tüßquart geben, aber dann habe ich auch geben, wo immer wir Menschen treffen tun. Vielleicht hast du ein Messer, ein Restaurant, der hat uns mit seiner Geschichte vertalt, laut wir den mit einem geradenen Tippus, wir haben wem, wir weiten, der wird das reich anwandeln. Ein Grocery Store ist vielleicht eine Früh für uns, und die wundert, was genug Geld haben, es ist eine arme Früh, was genug Geld haben, um das zu tun. Wir weiten das vielleicht richtig jetzt uns an, ich werde das für die betonen, und sehen dann für die. Verschiedene Dinge kann wir geben, weil wir bloß wo wir Menschen treffen, wo die Gäste uns anreden, das zum Geben, weil wir geben. Ein guter Verwalter, der braucht Geld zum Gott ehren und Menschen dienen. Ich kann uns vielleicht fragen, wo kann ich dieses Werk, weil wir uns Uhren abholen, wo kann ich dieses Werk in sehen sein für Menschen, die ich treffe. Die 10. Gebot, du sollst nicht kippen, bloß wer in der nächsten kippen wird. Ferken lot wir uns das jankern, so sei na der Noba, der hat sich was gekauft und mir jankert das auch so sei, und das ist vielleicht gleich reich für mich. Oder ich habe vielleicht gleich die Maler, oder ich habe gleich das Geld, das ich dort kann tun. Und wenn wir uns das jankern loten, bloß jankern, dann das jaft auch eine Upne der für alle Sorten beisetzen ans Leben. Hier noch ganz kurz ein Ausdruck, der sagt, mein Mann, der kriegt ein Bootfiber. So der schafft und dann, was man Luther kauft, sich ein ganz neues Boot. So, und können die dort, hey, liegt sich dort. So, den Janker dort, nicht? So, wo du wie, weil wir nicht bloß was kaufen wollen, wie der Nächste dort. Lukas 12, Vers 15 sagt, dann seht heute an, seid vorsichtig, pass ab, dass die nicht gitzig wollen, das Menschenleben hängt nicht davon auf, dass er viel besetzen wird. Vielmehr glaube ich, ans Leben hängt davon auf, dass wir einen Teil haben, dass wir so viel haben, als der andere hat. Einige glauben, dass wir dann viel besser gehen. Ich glaube, ich muss zwar klar merken, ein Teil haben, das wird uns nicht Frieden geben, und allein wird uns das nicht später geben. Jankern, wenn uns bloß jankern wird, da können auf Gott geben. Und dann fangen wir dort ans Janker an zu dienen, und es steht wörtlich Gott. So, weil wir nicht bloß kippen, wegen der Nächste dort. Du bist verantwortlich für deine eigenen Finanzen, die Gott geben, und der Nober, der ist verantwortlich für was er tut. Gott hat uns hier hergestellt, die Menschen für arm geworden, auch mit unseren Geldsachen, mit unseren Finanzen. Und das ist wie das falsch, was wir hier sehen, dein Menschenleben hängt nicht davon auf, dass wir einen Teil haben. Wenn wir sind närtig in der Welt näher kommen, wollen wir weiter mit nichts verloren. Ein guter Verwalter, der wird nicht bloß kippen, wer in den Ober hat. So, dort sind die 10 Gesetze, was ich habe. Ich will die bloß noch einmal kurz mit übergehen, die wird wie von der Hand getan. Die sagt, du sollst nicht deine Familie lehren, dass mehr Geld die Troubles wird lösen, was du hast. Ein guter Verwalter lehrt seine Familie, dass Gott der Antwort ist für uns Trouble. Der nächste, du sollst Zeit nehmen, um einen Plan merken für deine Finanzen. Ein guter Verwalter nimmt Zeit, um einen Plan durchzuführen für seine Finanzen. Also, wir wollen einen Plan haben, was wir tun, dass wir ein guter Verwalter sind. Du sollst weniger verbrauchen, als was du hast. Ein guter Verwalter verbraucht nicht alles, was er hat. Der nächste hat uns gesagt, du sollst nicht das Geld von morgen von dir verbrauchen. Ein guter Verwalter, der kann lernen. Der nächste, du sollst deine Finanzen brauchen, um ein Segen sein für andere und ein Zeugnis für Gott. Ein guter Verwalter braucht Geld, um Gott ehren und Menschen leben. Der letzte Punkt, wo wir von reden, du sollst nicht kippen, bloß wer in den nächsten kippen wird. Ein guter Verwalter wird zufrieden sein, wenn er nicht alles hat, was er nur hat.
Mein Wunsch ist, dass diese Botschaften, die waren jeden Kopf mit Denken merken und selbst merken Frauen, was sie ich verwalten, als Gott zufrieden von was ich da. Und dass wir wollen auch sehen, wenn wir Trouble haben mit unserer Verwaltung, wo wir das tun, Ruhe sehen und Frauen, wo wir wissen und dort. Wollen wir noch beten. Uns läuft toll, ja Gott, wir kommen zu dir, wir danken dir für diesen Tag, was du gemerkt hast, dass wir uns hier Kansas Stadt taub treffen. Und von der danken wir dir, dass du uns Dinge hast unvertraut, musst du uns helfen, dass wir da wollen sein, dass du uns die Dinge bloß geliebt hast und dass du uns bloß den Mut geben, dass wir wollen, das gut anwenden. Und diese Dinge, was wir uns an denken geholfen, von der helft, dass wir die können in unser Leben anwenden, dass du wirst die kriegen mit den Dingen, was du uns anvertraut, und dass wir wollen zum Sehen sein für unsere Mitmenschen. Dankeschön, Gott, dass von denen sie das alles tun, help uns dort zu nehmen, was du uns geben wirst. In Jesus' Namen. Amen. Hans geeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, met ons te horchen, wie Menschen, die wir gesehen worden. Und wenn du einen Frauen hast, dann fund uns nicht das Nummer oder schreib uns an WhatsApp, wir sind hier und drei zum Halten. Und wenn du schlechten unsere Botschaften immer alle Weg an WhatsApp zu kriegen, dann scan diesen Code mit deinem Phone. Und hey, wir würden uns auch sehr freuen, wenn du diesen Subscribe-Knopf drücken, so dort kannst du euer Antworten, wenn ihr unsere Botschaft von YouTube noch kommt. Und andere Menschen wie den Breit können sehen, vor allem mit Gott sein Wort. Mach Gott die Segen.